Das Smartphone. Es kennt unsere Wege, unsere Bewegungsmuster. Und es könnte helfen, die aktuelle Pandemie einzudämmen. Anschauungsunterricht kommt aus Asien. China betreibt ein breitflächiges Tracking seiner Bürger. Das heißt, die Behörden können jeden Schritt von erkrankten Personen über eine App verfolgen, via GPS-Daten. Nur wer beweisen kann, dass er gesund ist, darf öffentliche Verkehrsmittel benutzen oder Bürogebäude betreten. In Südkorea können die Leute auf einer Live-Karte sehen, wo sich gerade infizierte Personen aufhalten. Eine App warnt den Nutzer, wenn er sich einer Person nähert, die erkrankt ist. Auch in anderen Ländern wird das Tracking, das Verfolgen von Einzelpersonen geprüft, so auch in der Schweiz. Es ist nicht der Bund selbst, sondern die Eidgenössische Technische Hochschule in Lausanne, die an einer Anwendung tüftelt. Jean-Pierre Hubaut, Professor für Datensicherheit, lässt sich noch nicht zu fest in die Karten blicken. Aber was ich sagen kann, ist, dass wir diese Mitarbeitsprojekt mit der ETH haben und auch mit anderen Kollegen. Das Ziel ist, solch eine App zu entwickeln. Und die Hoffnung ist, dass diese App noch für diese Pandemie benutzt werden kann, potenziell. So könnte diese App funktionieren. Eine infizierte Person begibt sich in Quarantäne. Das Problem? Diese Person war vor Ausbruch der Symptome bereits ansteckend. Eine App könnte andere warnen, die engeren Kontakt hatten mit der infizierten Person. So können sich diese Personen umgehend isolieren. Via Bluetooth kann solch eine App die Distanz zwischen Personen registrieren. Man kann eine gewisse auch Transparenz einführen. Zum Beispiel, dass alle Lösungen Open Source, das heißt, dass jeder kann die Software online prüfen, um zu sehen, dass es keine schmutzigen Tricks daran sind. Und wenn die Pandemie Schluss ist, muss natürlich diese Infrastruktur weggeworfen werden. Denkbar sind Tracking-Anwendungen auch via GPS, WLAN oder Mobilfunkantennen. Doch die Verwertung von Standortdaten ist ein heißes Eisen. Wie groß darf der Eingriff in die Privatsphäre sein? Ist der Einsatz von solchen Apps in der Schweiz überhaupt zulässig? Das Epidemiengesetz stehe in der jetzigen außerordentlichen Lage über dem Datenschutzgesetz, sagt Martin Steiger, Anwalt für Recht im digitalen Raum. Der Bund könnte eine solche App sogar verordnen. Die jetzige außerordentliche Lage ermöglicht dem Bundesrat, eigentlich alle notwendigen Massnahmen zu verfügen. Die Grenze ist letztlich Verhältnismäßigkeit. Was ist verhältnismäßig? Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Verhältnismäßigkeit heisst, die Mittel, die man einsetzt, müssen erforderlich, geeignet, zumutbar sein. Man schaut also zum Beispiel, wie kann man es möglichst datenschutzfreundlich machen. Gibt es mildere Mittel, muss also sehr sorgfältig abwägen. Erwägt der Bundesrat das Verfolgen von Einzelpersonen? Das Bundesamt für Gesundheit in Person von Daniel Koch verneint. Einzeltracking komme zurzeit nicht in Frage. Höchstens die Auswertung von groben Handyantennendaten, um die Bewegungsströme zu analysieren. Das ist in Abklärung, ob retrospektiv, also in der Vergangenheit, historisch, über Mobildaten, völlig anonymisiert, so etwas wie Karten erstellt werden könnten, um herauszufinden, ob die Maßnahmen, wie sie ergriffen wurden, einen gewissen Effekt gezeigt haben. Die Swisscom bestätigt heute, die Behörden möchten Hinweise erhalten, ob das Verbot von Menschenansammlungen im öffentlichen Raum eingehalten wird. Dies mit Hilfe von ungefähren Standortdaten von SIM-Karten. Ein Tracking von Einzelpersonen, wie in asiatischen Ländern, wäre ohnehin ein zu schwerer Eingriff in die Privatsphäre, sagt der Digitalexperte. Das wäre ein schwerer Eingriff und vor allem besteht die Gefahr, dass es eben ein dauernder Eingriff bleibt. Wir kennen das von 9/11 her noch, dort hat man den Sicherheitsstaat erheblich ausgebaut. Die meisten Sachen haben wir heute noch. Und da muss man eben aufpassen, dass man daran denkt, es ist eine außerordentliche Lage jetzt. Wir kommen hoffentlich wieder zur Normalität zurück und das muss dann auch für so Massnahmen gelten. Akzeptabel aber wäre laut Steiger eine Tracking-App, wie sie in Lausanne an der Eidgenössischen Hochschule entsteht. Denn hier könnten Nutzerinnen und Nutzer aktiv und freiwillig ihre Einwilligung geben. Die Analyse von Smartphone-Daten könnte helfen, die Pandemie einzudämmen, sollte aber auf den Krisenfall beschränkt bleiben.